The Podcast. Für diesen Driving Dreams gi mir en neuen Ton nun, nämlich im musikalischen. David vom Andreas sind haut kein aner wie Sängerkollege Krieg, Edson und Joel Marquez. Zusammen mit 4 weiteren Acts waren sie all Kandidaten vom ersten Luxemburg Song Contest. Streck dir schon für einen Relax-Podcast rund, agit mehr gewohr über hier unterschiedliche Erfahrungen, hier neueste Plan, und vielleicht gibt es eventuell auch ein kleines Karaoke-Session. Wie geht es dir? Super. Ja, cool. Super, ja, cool. Edson, du hast den Preis gewonnen, wenn der vom Auto gefahren hat. Und was kommt noch mit dem Preis? Wir haben dich als Schufa. Das ist Ihre Preis, das ist nicht mein Preis. Du hast alles mit dabei. All cool. Was geht noch mal so in einem Leben? Was das los? Komm, Jesus. Ich schreibe Lieder. Ich mache mein Projekt fertig. Für das ich schon mein nächstes Projekt schaffen. Für dann. Nächstes Jahr. Und dann das nächste Jahr ein anderes Projekt. Ja, ich schreibe extrem viele Lieder. Ich denke, dass das wäre es. Für irgendwie ein bisschen rauszumachen. Dass du noch wirklich gut Musik willst, weißt du? Ja. Weil du kannst nicht mit Kleinigkeiten zufriedenstellen. Weil das immer so. Im nächsten Moment klingt nicht cool, und dann musst du mal Gedanken über Dinge machen. Was willst du mal so, was willst du mal darüber blicken und so weiter. Und das wäre mega wichtig. Da wenn du nicht mal Zeit an, ich schreibe ganz viel für extrem viel Verschiedenes zu. Hey, wenn ich alles mischen. weil den viel schreibt, weil den auch Chance hat, mehr Lieder zu haben, die vielleicht auch voll schreiben können gehen. Absolut. Okay, den etwas, dass du wenig schreibst. Das auch, ja. Also, ja. Ich muss so auch was Wortwahl geht. Das ist ein anderer Approach, oder? Ja, I see. Und voilà, das sind so gleich Stimmen. Vielleicht kommt noch ein Single von mir raus. Ich hoffe, dass es die Leute denken, als feiern wird. Wisst du, wie nie das raus kann? Eventuell. Ich bin aber nicht avanciert. Also den hat der Podcast kann im Juni raus. Das heißt, am Juni, wenn nie. Ha, das ist ein ganz gut vor, das gesehen wir da waren der besten aus. Genießen wir den Lied. Das am Juni, ja. Okay, ein Feder aus So, der. nicht wie nie wie das am Juni. Okay, dann ist es vielleicht schon am Past, wisst ihr? Kannst du sehen? Also. Ja, das kennt Sinn. Ich weiß es. Du weißt. Und ja, das lief gerade im Moment. Das ist schon ein extrem Bedürfnis, eine neue Gitarre zu kaufen. Ja, das kann ich nicht. Wir stippeln also auch eins, du gehst da schon. Das wird kein Stimmen oder ein. Das Problem war einfach, ich so immer, komm, kauf das. Und das sind nicht so wirklich bereit zu kaufen zu gehen. Und dann dachte ich mir, nee, wisst ihr, da können wir die Vernunft dran, wisst ihr. Brauchst du nicht, ja. Ja. Voilà, und dann, keine Ahnung. Nee, wie kennt ihr immer den Spruch? Du brauchst schon eine Gitarre für die Spiele, wisst ihr? Ja. Ja, genau. Ein paar Mal. Ja, voilà, du siehst es. Ein paar Mal, und dann ist es ganz, also, glaubst du, wirklich Spelt für Gitarre. Ja, Weil schon. Ein Gitarre und eine Standard getuned, die eine auf Drop D. Ja. Eine akustische Gitarre, ne? Ja. Dann Dead Cat, Open D. Voilà, quoi. Ich habe keine Lust, immer meine Gitarre ganz zu tunen, ja. Weil, wenn ich neue Seiten drauf mache, weil ich einfach in Tuning drauf sind, weil das benutzen die Seiten, die mir immer zu konstant alternieren, weißt du? Ja, also die Diskussionen. Da brauche ich noch eine Gitarre. Oh nee! Also die Diskussionen habe ich auch immer mit meiner Freundin. Ja, und hat versteht das einfach nicht. Also wenn sie nicht froh dich zu hören, dann wäre ich schon alt. Also, ich werde dich immer motivieren, eine Gitarre zu kaufen. Merci gleichfalls. Ja, merci. Also, wie gesagt, bei dir ist, was ist Gitarre? Ich habe keine Gitarre. Ich habe keine Gitarre. Du hast da eine Gitarre daheim. Das ist nicht mein. Ich habe eine Gitarre, aber das ist nicht mein. Okay, weil ich komme schon an, wenn ich bei der Pizza ist, wirst du... Nee, ich spiele keine Gitarre. Okay. To be clear. To be clear, wir werden heute auch nicht viele über den LSC schwatzen, noch von der nur als gemeinsame Punkt ist. Eigentlich auch vorher aber schwatzen, also auch das, was ich so flott fand. Ich fand, wir sind aber hinter dem, also zu den sich immer so ein bisschen kannt. Der Joel kann sich vom Barbara Singer Terrace, von einer Kehr. Das, weil ich dich auf Festivals gesehen habe, krieg schon mit deiner Schwester zusammen geschafft. Von lange hier, du warst ja auch mein Schnippen mit dabei. Also so den sich kann, aber ich fand aber die ganz, und nicht nur mir auch all die anderen Leute, das ist aber so eine richtig geile Family gehen. Und das war da den Schwätsch noch fort. Die hat meine SC so. Was zu der du zahlen ist recht. Ich fand noch du nur für mich, was Bonding mehr für
Schissen für bleiben. Nee? Ja, ich weiß nicht, ich fand das am Prozess aber schon, dass wir jetzt viel Minuten kommen sehen und Ja. ja. Es war auch vielleicht, wenn wir an das Kaltwasser gehört gesehen, wie den Dach mit den Vocal Coaches. So, wo man ja wirklich so. Das ist cool. Du musst jeder Reführen in meiner Sangen. Moin, wir sind André. Bist du nicht? Ich fand, das war der erste Schritt. Ja. Das ist die erste Mentalpräparation Ja. für allein schon für den anderen Kandidaten zu sagen, musste von zu der Boss, die wirklich mega nervös war und so weiter. Das war eine Überwindung, die vielleicht geholfen wird. Ja. Auf jeden Fall. Ich meine, ich war der dritte oder vierte Flash, ich war einfach die ganze Zeit so nervös. Schon nicht mal. Wo wir innen gesagt Ja. haben. Ja. So nervös, schon nicht mal eher bei Continuo lauschen, weil ich so nervös bin. Ich meine, brauchst du nicht zu lästern. Ja. Ich habe kein Instrumental, mit so einer Mini-Box, du, meine Stimme 20 Mal viel zu hart. Wie du den Belieber geknüpft Hey, hast. du hast kein Instrumental. Ja, ich hatte Lied, wie also mit den Lyrics, ne? Ah, stimmt, ja. Du hast kein Playback. Was für drums gegangen Local Coaching. Ja. Das war eine Capella-Version bei, ne? Das war ganz. Das ist ganz leid. Die zwei, der hat ja auch wahrscheinlich mehr Vocal Coaching auch noch bei The Voice kennengelernt, ne? Also, ich habe Du mir ja. Ich meine, dass du mehr weißt, was du kennst, was du wirklich spezifisch geht, um sich zu. Ja. Also, ich muss so bei der Stunde gelehrt tun. Das Tipps, die ich natürlich ganz gerne weitergehen. Das sind Sachen, die ich immer wie die Schüler geholt habe. Das ist mir aufgefallen, wenn man dann alle Tag Vocal Coachings hatte, also ich habe mal vorher gesungen was. Das ist Säcki, was der Lied geguckt hat. Das war Ja. Vocal Coaching. Und das war am alle Tag. Meine Stimme war all fucking Tag on point. Ja, das ist. Ja, das ist Da. wichtig. All Tag. Ja. Und da kommst du direkt erinnern. Und ich gesehen, oh, wie gut, wer für die Stimme hat, dann Spaß, muss du aber nicht all Tag machen. Und dann singst du, dann müssen wir, dann singst du, und dann, klar, das ist gut. Und dann, was dann von mega motiviert Musik zu machen, ist, also, wisst ihr, Bad, für Haut, fertig. Ja, das ist nicht Das so. geht sehr, ja. Das ist ein Muskel. Ja. Das ist wie, keine Ahnung, wenn du schwacher du letzte Woche war Chemie so viel an Fitness, also schmeckt nicht direkt. Also, von daher, Ja. das ist genau der Teil erwischt. Das. Ja, ich meine, wie nie gemacht. Luister, we zullen mega veel vier. Luister, ich kilo gleich. Die ist wirklich, ich bin an der Fitness. Ich ging den Abend mit Sergio, du warst Völker. Wo geht der? Betebusch. Bitte habe ich. Ah, Ja, das ist ein Menge Das Haus. ist so weit von mir. Also Beetwurst, ich schon die verdenken, das sind Fließungen. Ich hatte Glück, du hast gestellt, als ein Termine also aufgesucht, weil es ein Fitness gegangen wärst. Ja, ich bin 20 Stunden trainieren gegangen. Ja, also gesagt noch. Ja. Du kannst auch am Jogging, bist du, ja. Weil, ja, ich will nicht das abhalten, weil das kostet. Ah, I see. Ja, Das tut immer Humor, nicht, dass du so nicht mehr arrogant Ich schneide das mal Humor raus, okay. Ja, weil er schneidet den Humor raus von viel. Erzähl, was lief mit dir mit der Musik? Was lief bei mir? Also, mein nächstes Projekt ist ein Kurzfilm. Ein Kurzfilm? Ja. Mit Musik aber. Mit Musik auch dran. Und die von nach das Jahr rauskommt. Und davon kommen noch ein paar Singles raus. Komm kurz viel. Vom Kurzfilm. Und dazu kann ich leider nicht mehr viel sagen. Ich freue mich mega drauf. Okay, das ist Nee, schon das- geil mit dem Konzept. Also. Nee, das ist schon cool. Und ich bin wirklich stolz drauf. Weil das etwas, wo wir wirklich hart geschafft haben. Ich finde den mit Emerin Samuel und mit Isaiah Wilson zusammen gemacht, auch produziert von Beast Pictures. Und ja, ich freue mich mega. Also schon fertig und du siehst dich nur in der produziert. Das ist schon fertig. Okay. Aber ich kann dich invitieren, wenn wir bis Premiere. Das kann schon, das kann schon. Ich muss. Kriegen wir dann noch Schnittische? Schnitte schon, nee. Die kriegt etwas Passendes. Also, die kriegt etwas zu essen, was zum Film passt. Aber Okay. ich so nicht so. Okay, ist sie wirklich gespannt.
Ein Karl Schmier. I don't do Ja. such things, you know. I just go for 5 stars. Ich würde weg. Weißt du, das ist da, wenn du das Projekt so ragest und das Budget, da muss, wie gesagt, dann so erst 20.000 Euro, ja. Nee, das ist das. Ich kann Leute, die das machen, aber nee. Okay, gut. Das sind, Also, lo werden wir, wenn wir rausbringen, dass wir einfach auf all den Plattformen wie Vimeo, YouTube, Dailymotion, werden wir rausbringen. Cool. Krieg verlieft bei dir. Also ich, Easy bis 11 geschlafen. Okay, girl. Nee. Ich schreibe auch viel, wie der Joel. Viel, wie, ja, Trust Process Idee, also gut. Und Ja. dann muss ich die Sache rausbringen und dann, ja, ich schaue krass an, ob ich so schön früh muss, aber mental viel muss darauf vorbereiten, auch viel organisieren muss. Dass das gut geht, noch. du kannst mal so etwas gefasst machen, aber du kannst, also ist mal die Idee schon gepitcht. Mann, nee. Auch da, das ist eine Form von Kunst vielleicht. Ja. Ja. Ja, du weißt, mental sind ich schon ein bisschen nervös. Schon öfter oben durch am Bett ich aufweckt. Und das ist einfach übernehmen. Aber ja, das geht auch aus Schwäbisch, aber alle voll viel Druck. Und ja, ich habe mein Erbespiel gekündigt. Er guckt auf eure Leute schon. Ja, also bin ich froh, dass ich gerade gemäht bin. Und dann ab September will ich einen anderen Erbsplatz, die ich öffentlich klären. Und da geht viel. Wir drücken nach Daumen. Du willst noch weiter schaffen an Musik, so bist du so 50-50 machen. Ja, der andere, das wird so risky. Absolut, verständlich. Wir leben aber auch noch mal zu Lützeburg. Ne? Natürlich. Das an, weil ich einfach immer ein bisschen nicht ready ist. Ich will immer hier vor, aber wenn ich da so okay schaffe, 3 Stunden die Woche und dann bin ich ganz frei oder frei für andere Sachen zu machen. Ich so viel Congé und hier und da und das ist mir ein chill, was wo ich besser kann, meine Sachen organisieren. Natürlich, ja. Dann meine ich, kann ich das aber gut kombinieren. Ey, ich meine, Das ist, wo hatte ich noch nicht mehr geschafft am Form und das sieht man gut, wo man nicht. Das hat mich auch wirklich unwirklich gemacht. Und das habe ich auch gemerkt. Und dann, just Musik, Mensch, da ging mich mega viele noch drum setzen. ich meine, es merkt den aber im Auto und ich meine, das ist auch immer so eine Form, wo, also, du warst bei The Voice, bei dir, also du bist schon länger professioneller Musiker, in LSC oder wo andere Leute so die Möglichkeit zu gehen, aber zu weisen, okay, es geht aber so ein bisschen mehr, obwohl es schon die ganze Zeit klar war, weil wie lange bist du schon professionell Musiker, wo du just gerade gemacht hast? Ich ging so ein, ja, bald 10 Jahre. Bald 10 Jahre, wo Ja. viele Leute, also all Respekt, dass du alles zusammengekommen hast und gesagt hast, ich gehe nicht gerade, sicher kein einfacher. Ja, klar. Also ich meine, muss dran bleiben, weil das ist einfach mein Mindset, einfach, dass ich mal so es wird nicht über null kommen und ich muss einfach hustlen und wird nicht einfach sehen und das ist in einem Milieu, wo komplett unsicher ist, zu Lützeburg. Aber ab einem gewissen Punkt habe ich aber mit der Arbeit, die ich gemacht habe, ob es war mit Konzerten oder du noch auch Sassam, wo ein Revenue bringt, ja, also gegangen und du noch habe ich natürlich auch die Chance, also haben wir am Anfang hier im Land die Chance, dass wir können ein Statut kreieren als Intermittent du Spektakel oder Artiste indépendant. Und das ist wirklich eine ziemlich große Hilfe. Und voilà, so I'm doing it. Und das ist so nicht einfach, aber das ist total wirklich möglich als Musiker hier zu Lützeburg zu leben oder einfach als Künstler, weil das nicht nur an der Musikszene, wo das gemerkt wird, aber auch am Tanzen, am Theater, als Artist Peintre oder als Artist Sculpteur. Das ist wirklich möglich und du hast Leute, die einfach noch mehr lang umgegangen sind wie ich, 20, 30 Jahre. Und voilà. Und dafür fand ich es auch wichtig zu sagen, dass andere Leute auf der Basis wissen, du kannst wirklich davon leben. So, don't give up and start your dream. Ja, das war die Message, den Jungen geschliffen der Voltaire. Merci, dass du mal genau die Guinness. And you're welcome. Joel, bei dir ist es ja genau, ich meine, du kommst von The Voice, du hast gesagt, so romantische Musik und spürt gelagt, oder? Absolut. Also, sag mal so, nachdem sich die Ischka ausgestrahlt gouf, gesehen, was Feedback ist gut, und er hat auch nur mit den nächsten Phasen.
ich mir okay, vielleicht fanden Leute meine Stimme, meine Musik eventuell gut. Schon lange gebraucht für mich, auch davon überzeugen zu lassen. Mir da so ein Punkt einfach kommen, wo ich mal so teilweise warte. Es sind auch so, es sind ein extreme Film. An der Schluss geht Riemen, und so, Mann, ich will liebst du Mund, denke einfach ein Drama, du hast Möglichkeit. Ja, genau. Alles kennt. Und so, ich gehe all in. Ich brauche absolut gar nicht. Ich schon nicht viel Lob zu halen. Ich will immer weitermachen. Ja. Ich denke, wenn mein nächstes Projekt bis rauskommen, muss du auch mal so ein Repère, wo du kannst zurückblicken. Genau. Ein Lot blicken ich halt nach auf Sachen wie The Voice zurück. Ich Erfahrungen mit anderen Künstlern, Produzenten und so weiter und so fort. Das sind die ersten Baby-Steps, das ist in der Industrie. Und dann über mein Projekt bis da sind, da ist dann das erste, ich kann so sagen, das tue ich gemäht, das ist schon, war hart, das ist nicht immer einfach, wie den Ärzten erzählt, das ist nicht so lang wie hier am Business, gell, auch ich merke, dass du du hast, das Verkehr benötigt, und du musst gucken, dass da bei der Racken, dass das durchgeht, für ein bisschen alles ein bisschen zu balancieren. Aber das ist ein Risiko, den ich all da rumgehen wollte. Weil ich bin der glücklichste Mensch auf der Welt und ich nach Musik leben, wirklich. Also ich liebe meinen Traum und ich wünsche dir, dass du nicht da im Leben findest. Ja. Weil das bis ein Kehr Experience. Ein Kehr Blut gelegt, da kannst du vergessen. Ja, nee, kannst du vergessen. Ich denke, das ist auch wichtig zu wissen, dass es wirklich nicht overnight könnt. Ich hatte in Auftritt an Spanien an den Tag drauf eine Konferenz an meinem Manager, war da hingegangen. Und da war den Matthew Knowles, den Beyoncé, sein Pap, hat da Konferenz gehalten und hat gesagt, the fruits of your work are only going to show after 10 years. Das heißt, du musst Minimum 10 Jahre und deiner Craft und deinem Projekt schaffen, bis Frichten kommen. Du dirst auch nicht abgehen. Ja. Also das ist das bei mir gesehen, wir waren mit Jahren, wenn wir wirklich gut in der W, wir hatten, wenn es Berlin im Studio, wir hatten geil 4 Slots, ich meine, du hast doch schon, bis das bringt da so viel. Und ich meine, das irgendwo der Fehler war, auch la Route abzuhalten. Es ist eine Freude, dass ich nur mit One Last Time irgendwo im W sind. Aber ich meine, das ist auch ein Message, den durch die Welt gehen, nie abgehen, weil das meine ich, das Schlechteste, was du kannst machen, weil wenn du so gefangen bist, das auch wie du gesagt hast, dann ist nicht das Low und nicht an 10 Jahren. Das da dann das auch, weil die Zeit, wo ich Low verbringe, also mit dem Drama und Drunz laufen, man du nur abzugehen, fand ich das einfach, das ist einfach dumm, das ist blöd. Ja. Das ist einfach so, weil ich hatte ja so gut dann noch hinter Schaffen, wo ich auch kotisieren, irgendwas dann noch kaufen, dann hätte ich eine ganz andere Lebenserstellung, man kann ganz anders an mir bestohlen. Ja, das ist einfach nicht mein Ziel. Das ist auch mein Ziel, pardon. Ja, stimmt. An dem sich halt mit der Musik und hier kommen. Voilà. Just klein Klammer ab, den du unten die blitzt haben. Ja, ich kann den. Ich kann den. Krieg erzähl uns ein bisschen mehr, wie ist es denn am Ende so für dich? Der Tisch, du siehst eben nur einen Halbplatz. Wie war die Zeit um alles Zerre für dich? Weil für die war für dich ein bisschen heroisch. Ich kann dich aus den Zeiten, you know the voice eigentlich. Wie war es für dich? Ja, gab's nicht. Nee. Was nicht interessiert, du? Ja. Du den am Auto gehabt. Nee, du den am Auto gehabt und hast vorher, sondern also du nicht persönlich, ne? Nee, das habe ich auch gemerkt, nur mal als C. Schon immer, es war nicht Musik gemäht, bin ich am Anfang nicht für mich Musik gemäht. Mich so am Ziel, ich denke, die Anna, vielleicht gefällt das denen, dass du also Radio-Taukel Schnitt. Vielleicht krieg ich zum Beispiel null mein Job, sie kann das gemäht und alles an den dankbar für das alles. Mit 000 mein Job, das passt stimmt uns noch nicht. Aber ja, ich habe realisiert nur dem Ganzen, dass ich von vielen Songs hören, auf meinem Laptop, die ich immer oben, wenn ich traurig bin, spiele. Und fand es dann irgendwo schön, dass ich von mir etwas mache. Weil ich habe immer gedacht, ja, mir das Kind geduld an, ja, mir sind langweilig an. Ich meine, was wichtig ist, dass du selber bist. Ich meine, das ist so mein Ziel. Ich will keine Musik mehr für irgendeinen zu gefallen. Und schließlich klingt halt irgendwo arrogant.
Wieder- Ich fand ihn absolut Nee, nee. nicht. Ich fand ihn am Anfang absolut. Ich ganz recht Richtig. das zu realisieren und ich stehe nach Haut all der bisschen dem Modern Struggle dort ich denke okay krieg doch mach es für dich und halt du weil ich bin oft gefühlt dass ich immer ein bisschen aufgedrückt gehen oder aus Kommentare mich immer beim aber mehr emotional wie vielleicht soll und denke ich einfach an Autos und dann probiere ich und du manchmal von meinen Dingen und ich probiere die Kommentare einfach nicht und mich rund zu lösen und einfach mein Satz hast zu aber nicht gefällt dann gefällt aber nicht dann kann ich aber nochmal für mich. Ich meine, auf der anderen Seite ist aber viel positiv Leute in der Unterstützung. Ich meine, das hat ihn aber auch gemerkt, du hast quasi das ganz nächste Kanada, ja? Die haben dich gewährt, ja. Et huet den immer viel Ups and Downs an Duten an dat das normal dat geheiert und so und das schwer dat zu aufzublocken. Me das eng ganz Journey und das eng ganz Arbeit, die am Anfang persönlich muss mir auch als Künstler. Me voilà, das Ziel ist immer weiter zu machen und ich fand dat absolut nicht arrogant, dass du wirklich Musik musst, die dir gefällt, weil ich mengen als Künstler as het irgendwo eng Arbeit. Dat ze machen wat verbannen könnt an net verbausen an schmengen dat verbannen könnt als Asians mal real an du wärst dann Leid fannen du wärst den Nisch fannen die genau mat dir aligniert sind ja. Die dann genau dat feiern was du feierst an spreng wann du bis op den Zug sprengst op den Kriegzug sprengst dann ja werden Sachen untersch kommen. Your vibe attracts your tribe. Ja, das sind immer Musik, mit das auch du als Person bist. Das ist eben heute das für uns gefehlt, Leute müssten mehr Personen kennen wie die Song à la base. Und ich meine, du hast mir alle guten und schöne Seele. Ja, das kannst Nächste du. ging ich am Pisch mir auf Bühnen gehen. Man macht das. Das ist Why not? Ich habe schon gedacht, du willst lieber an einem Hochzeitskleid auf der Bühne stehen. das nicht lösen, mein Gott. Wie fand er mittlerweile die letzte Musikszene? Wie fand er, dass er sich entwickelt hat? Ich meine, du warst schon, ja. Ja, das ist mega gut NRW. Es sind immer mehr Künstler, die sich trauen und die einfach auf ihren Rahmen Leben, ja. ja, leben. Oder die noch nicht gecheckt haben. Also ich meine, guck mal in der Kirche, du bist ja schon ewig. Aber wie gesagt, Joel... Ewig? Ewig. Den half Leben. Ich meine, Joel, bei dir war zum Beispiel... Hat den Freundin dich nie auf The Voice angemalt. Dann hat Lützeburg der schöne Stimmtalent niemals Mord gekriegt. Und das ist aber verreckt, weil ich meine... Ja, Sarah ist schon viel drin. Jo, also das Jahr, die ich bei The Voice war, und ich halt der Kaffee oder Bars, Restaurant und so weiter ein bisschen gesungen. Die Platz, wissen, du musst den Verstärker halt schon mal ausmüssen, dem nur weg. Weil dann aber mal irgendein zu hart ist. Und Das ist das Schlimmste. das ist ganz schlimm. Ja, also, keine Ahnung. Wäre nicht The Voice, also meine Erfahrung, du wärst wahrscheinlich auch als Künstler nicht so entwickelt, wie es los sind. Muss ich erst dazu sagen, weil ich schon da mega cool Leute kennengelernt, die mehr Sachen auf den Weg gehen müssen. Weil nicht weiß nur das Beste in der ganzen Erfahrung. Das war die Leute kennenzulernen. Ja, also das ist schon immer von dass Musikszene, zum Beispiel die Covid-Zeiten, Ja. ganz kurz vor Covid und so weiter, du hast die Musikszene fand ich so peak. Und ich bin mega froh, mit dabei zu sein an der Musikszene im Land. Ich muss auch froh, dass ein ganz anderer Approach, weil als Künstler hast du nur einen anderen Brot mit den Künstlern eben noch weg. Und du lernst auch ganz viele Künstler kennen, Ja. die du hier gar nicht kannt hast. Leute, die überkrank gut sind. Ja. Und was schwer ist, dass das nicht so öffentlich ist, weißt du? Es gibt so viele Lützeburger Künstler, Produzenten und so weiter, die im Ausland schon Ja. für riesen Künstler produzieren. Keine Sau, weißt du? Ich finde die Impression, und das war mal eben auch mal LSC ein bisschen klar gehen, dass sich Leute draußen, also ich meine, es wird extrem viel gemacht, im Ministerium geht Gas, ich meine, du warst bei Beast, ich meine, Digio, Genau. ich meine, die setzen sich schon mehr für die Musik an, wie das überhaupt lukrative Grund für sie gibt, das zu machen.
weißt du, dass du da denkst, gibt so viel gemacht, mich schmeckt, als leider immer noch dabei aus der kommen. Ich meine, das ist eine Sache, wo die Leute eben noch müssen drauf schaffen. Ja, ich meine, das ist so ein ganz, ich weiß nicht, Society-Thing, kulturell, dass man noch nicht unbedingt da kommen sehen. Ja. Aber das ganze Ökosystem rund um die Künstler ist umgegangen, sich immer mehr zu imposieren. Und das ist auch etwas, was wirklich Zeit braucht. Also, wenn ich nur ein Beispiel holen von Beast Records, dem Label, wo ich unterschrieben bin, sie sind auch schon 10 Jahre umgegangen. Ja. Also, sie haben für einem Jahr haben sie mit ADA Benelux unterschrieben, wo ein Teil von Warner Music. Warner für die Leute so, das ist mehr wie just Bugs Bunny, ne? Also, das ist schon genau. Aber voilà, wie gesagt, das ist etwas, was Zeit hält. Und ja, wir werden irgendwann da kommen. Ich bin mir sicher, dass Musik sehen auch nur am ESC, dass wirklich Leute das gesehen haben, wie krass ein Sprungbrett das kann sein. Ja. Und, also ich freue mich, ob das zuletzt noch könnt. Also, ich meine, die Leute werden noch mehr motiviert sein, für zu schreiben, für Musik zu produzieren, für einfach Künstler zu sein. Und, ich kann nicht, weil ich wirklich ganz schlimm am Gefühl, dass man in den nächsten 2 Jahren irgendwen herauskommt. Ich kann mal. Ich weiß zwar nicht, ich wünsche Schülern von Herzen, alle das sind auch gut, aber ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, es geschieht, es wäre etwas Revolutionäres im Land geschehen an der Musikszene. Und ich habe das Gefühl, das wird andere Künstler, die das tun, in einer anderen, den Ätzen, die das schon lange machen, die werden dann auch mal endlich Recognition für all ihre Arbeit, all ihre Projekte kriegen. Ich denke noch, das wirklich besser an die Leute gehen. Weil wir brauchen einen, den rauskommt, der wirklich gut ist. Für das andere Leute sich so okay, kleines Land, den aber da rauskommen, wir gucken, was nachgekommen ist. Du selber als Künstler, also ich zum Beispiel am Fall, falls Bemerkungen sind, ich ging Leute mega unterstützen im Land. Da hast du schon die Reichweite, wo es dann benutzt, natürlich die Leute zu helfen, die eventuell auch irgendwann im Leben eine Rolle spielen. Weil Gillerie fängt an und ich noch nie einen Künstler getroffen, persönlich, wo Medikalschiller gewesen sind. Ich weiß noch nicht, dass das so ist. Also ich fand aber schon, dass die Szene sich krass geändert hat. Und es war ein bisschen meine Angst, wie wir in den Konkurs angegangen sind, weil ich so, okay, wie sind die Leute, wird das klappen, weil die werden aber viel Zeit man nicht verbringen. Und ich fand, dass es einfach wie so deine Familie war, mit den Rängen. Und das, was du gerade gesprochen hast, auch schon halt mit den, wenn man rauskommt oder so. Ich meine noch, dass es noch eine Frage von der Zeit ist. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass deine Person ist, auch ein bisschen wie du, weißt du, den jahrelang eben just mit vielleicht in einem Kaffee gesungen oder im Keller oder so, und dann bin ich mal einfach so raussprechen. Ich bin mir nämlich sicher, dass wir noch viel mehr Talente haben und die kein Mensch kennt. Ich hoffe, und das sage ich auch schon mega oft, dass meine Partizipation, dass es mir rezent ist, dass das verschiedene Leute motiviert, für Musik zu machen, für zu meistern zu können. Das ist sicher. Weil, das kannst du am Anfang, natürlich Verwandlung. Das ist mega intim. Sagen als intim. Ja. Aber mach einfach für Leute, wenn der Feedback gut ist. Und dann auch von dir, ich kann nicht gut, wo da die Video nicht von Ed Sheeran gesehen, wo die singen echt Aufnahmen so von einem Song gewesen. Ja, singen echt still. Voilà, weißt du, also jeder kann nicht. Also, nicht Johanna wieder gestellt, wie das da sind wir schon dann beim Punkt, wo man angefangen hatten eigentlich. Das ist echt von gut. Ich meinte, dass wir bei mir wenn wir dabei sind, als auch mega pusht, Alter. Also für mich war es irgendwie kein froh, dass das aber der Fall wird sein. Wieso sollst du Comeback machen, für dann direkt abzuhalten? Also. Nee, das nicht mehr. Ich habe nicht also ich war ja von mir Idee von der Musikszene, das 2 Liter oder das zu mir da kamen. Für mich war das nicht. Also ich habe mich nie zu einem Musiker für Lützburg dazu gezählt, oder wie soll ich das sagen? Für mich ich war mal viel mehr und ich habe dann hier ein bisschen Tralala gemäht, ein bisschen gesungen an der Arbeit. Und nur kriegst du spitze mehr dort an, was auch ein bisschen eine Sicherheit gibt. Und ich bin mir froh, dass ich
hier ist alle drin wohnen, weil ich immer eben Leute hören, die ich kann oder so. Aber was wünscht ihr? Ah ja, aber mit dem ganzen ESC, du sind ich selber auch mehr motiviert. Da kriegst du all die Leute, die du weißt, in noch mal Leben viel ist, aber wenn du mehr machst, dann kannst du das dann auch mehr motivieren. Ja, absolut. Sehr, das geht doch. Ja. Ich meine, muss beim ESC mat, weil den Hype könnt recht man wirklich die Final geht, dann die Hallefinal, die offiziell groß. Also LSC wird schon fast, also Das war schon nicht schlecht, ne? Also, das war schon nicht schlecht, aber wo es Richtung abgeht, als wenn es dann der Finale steht, sonst du gewählt bist für das Land. Und dann, das ist mega krass. und dann hast du EU, wie es das da sagt ist. du musst alles gehen. Du musst Gas geben, du musst Sachen pratzen, du musst Sachen rauskommen. Weil da ist dein Moment, du hast das Momentum. Ja. Die Leute vergessen sich noch nicht so sehr, wie es das geht nicht so sehr. Aber voilà. Nur wenn ihr heute den Matt erlebt hat, an Aussage gelöst hat, gesagt, wie es weitergeht, ich meine, dass ihn immer irgendwie könnte besser machen. Ich meine, stellen die Froh bewusst nicht, also der muss nicht darauf antworten, müssen man versichern, dass die eine oder andere so schnell kann ummelden. Wie gesagt, ich bin immer gespannt, was du daraus geht. Ich bin gespannt, nur dem Tali seine Karriere zu gucken, was du daraus geht. Und dann, und generell, was das der Musikszene wird. Ja, ich meine, ob Kompetition oder nicht Kompetition, ob Großkünstler oder Kleinkünstler, also wirklich auch wichtig, so zu wissen, wie weit nicht möchte, und auch so für mich ist es wichtig, mich als Künstler weiterzuentwickeln. Was heißt es, vom Künstler zu sein? Und was für eine Intention will ich an meinen Kunst rausstechen? Und was für eine Message will ich, was für eine Message ich will rausbringen? Und das fand ich, soll ich nie vergessen, dass es, also für mich zum Beispiel, dass es wichtig, dass ich nicht zum Beispiel just Interpret bin, aber dass ich aber auch kann, dass ich wirklich kann createn. Und, das ist mit dem Projekt, wie du dafür drin schwarz ist. Und ich meine, wenn die Dat nicht an den Hintergrund fallen lässt, dann wird es egal, wie dich immer können als Künstler ernähren, ob es unerkannt ist oder nicht. Hi, Police. Das ist schön. Also, ich bin klasse. Wirklich? Ja. Nee. Ich dachte, nicht zurückgeladen. Schön. Gelacht. Krieg, wenn ich gelebt, gingst du mir nicht zurücklachen. Das aber ernst, weil die hat mir immer am Anfang gesucht, also die hat gesucht, diesem Dach, die so, dass dir am Anfang ein bisschen so die Show-Face-Update, dass ja Bühne geht, dann mit einer Persönlichkeit sieht wie Bause. Aber du kannst das geht ja parallel mit dem anderen. Aber der Gegenteil, das ist genau das, was ich auch von mir will. Ich will gerne ich sein und schon als Mensch weiterentwickeln. Und die Musik entwickelt sich auch weiter, weil die Musik gehört zu mir, zu dem Mensch. Aber ich meine, ich will nicht so eine Persönlichkeit sein. Denkt eine Person, also eine Online-Person. Aber du kannst auch ein Fass A oder ein Fass B von der Hund. Ich will just ein Fass A. Okay. Ein Fass K. Es sind doch Gäste so an dem, also es schon, was die Musik geht, die entwickelt sich einfach mit mir an. Also wie ich gerade habe, mit der schwarzen mit anderen Leuten, und das wird immer so sein. Es ist ein ganz simpler Tipp, wo einfach eine Bühne will, für keine Musik machen, weil das mich einfach mega froh macht. Und ich brauche nicht mehr. Ja, ich meine, das bei Schiedverein ein bisschen anders. Genau. Bei mir ist es einfach, dass so ein Teil von mir, wo am Moment gerade schläft, aber wenn ich auf die Bühne gehe, dann erwäscht die Person oder so. Und das ist noch immer ein Teil von mir. Das ist, dass ich den Teil nicht unbedingt an meinem Alltag verweisen, weil ich meine, das ist wirklich ein großer Teil von meinem Unconscious, wo am Anfang gerade an die Leben könnt. Und voilà, das das fand ich noch, das schon Form so besser so wie Krieger nicht gerade gesagt tun, außer just, dass du dann die kleinen extra auf der Bühne einfach alles aufgehst. Und du warst aber noch einmal du selber. Du hast eine andere Expression, man bis den Arbeit auf einer Bühne präsentiert. Ja, absolut. Also nicht, weil du nicht
Kritiksmäßig. Nee, Krieg. Am Anfang, wenn ich durch diese Heim mit der Schwätzen so kann ich auf der Bühne ist noch mehr so wie gaggisch. What? I don't know what you're talking about. Ich weiß, weil ich mich mit Wasser, aber kein anderer Mensch. Also das war auch nicht, ich hatte das auch nicht. Nee, ich bin doch Gwyneth. Joel bläst halt schon. Was schon ein Schau mal. Nee, ich gesehen aber ähnlich. Also ich sehe noch so persönlich, dass viel an Lastjahr bei mir passiert an verschiedene Sachen muss ich benutzen für mich zu experimentieren. Mit anderen Sachen, die lusten schon einfach gerne. Da wo sie hingehören an einer Zone Küche oder so. Ich meine, das ist einfach, mir das nicht, dass du nicht da bist, mir das einfach just eine gewisse Fassade, die die Leute weisen oder nicht. Ich bin auch schon wirklich lang geschwatzt, viel über Musik, wir können schwätzen ein bisschen über Autos. Ja. Wenn so eine kleine Rubrik 5 sehr vorhin, was ist Ihr Lieblingssong beim Autofahren? General oder am Moment? General. Das ist eigentlich schwer. Das ist eigentlich sehr froh. Okay, Joel, du vielleicht? It's Killing in the Name. Rage Against Oh ja, geil. Killing in the Name. Immer. Krieg du? Ich weiß. One Last Time. Devil in the Detail. Hab ich schön. Bist du nur wirklich noch überlöscht? Nee. Also kannst du viel greifen. Das ist schwer, aber das bestimmt ein Beyoncé-Lied. Okay, irgendeine Beyoncé-Lied. Dann bleiben wir da hängen. Ich lausche schon all dahin etwas anderes und Was war dein heute dein Lieblingssong? mein Radio ist halt ein kleiner bisschen sweet. Was ist der gestern dein Lieblingssong gewesen? Ich habe gestern kein Auto gefahren. Das war was ich gestern gesagt. Wir so mal einfach so Almost There von Nanny Rose Dings von Küstenfrosch. Das lauscht man oft. Ah. Okay, Lieblingsdestination, die man im Auto kann fahren. Wie wir was? Okay, krieg. Nashville, geil. Nashville. Geil. Nashville is the place to be für mich. Also, das wäre eigentlich wirklich ein Rahmen, so können zu performen. Ja. Das ist einfach Mit meinem Auto, Ja, von schon. Hai. Die fehlt mir mal. Hai. Schlagen, nee. Mit der Fähre rüber. Leider nicht. Geht immer. Geht immer. Bei dir ist wahrscheinlich Bräsel oder so etwas. Nein, ich würde gerne an 15 von was. 15 von der Rush, definitiv. Okay, got it. Das ist Rolle bei Beast. Ja, genau. Und du? Andrea? Meine Lieblingsdestination im Auto ist höchstwahrscheinlich. Also, es sind noch beim Joel schon extrem viel gerne Roadtrips in Amerika. Aber ich gehe einfach nur so in Toskana. Wie viel PW geöffnet hat man schon? Bezahlt oder nicht bezahlt? Protokoll. Protokoll. Also dir vom Norden, ha? Ich meine, ich stehe selber vom Norden. Okay, okay, geh nicht da. Genug. Okay, brauchen wir nicht mehr. Wir werden aber Bonnet. Ich schon nach allen Punkten. Ja, ich meine noch, dass wir. Wen nicht nach allen Punkten? Ich schon meine Punkte in allem. Schwanz erfunden. Ja, Müssen falsch wir heim, Sprache, ne? gell? Das Oder war, ja, du geht doch. Ja. Natürlich, gell? Falsch Sprache, nicht? Nicht so schnell vor. Nee. Nicht geblitzt. Nee. Noch nie. Na, war. Du hast du gehalten, noch nicht, dass uns in Deutschland geblitzt ist. Ludwig, hast du nicht? Das passiert. Das, voilà, wir suchen immer irgendwo zu handeln. Ihr Lieblingsauftritt, den er jemals hat? Ich. Dann ja. Wir können noch. Ja, das wird. Nein, die Kinder die am Sport, die dann kommen. Ja. So der Culture Forest Festival, weil für mich schon mega schön, mein allererste Festival war eine mega schöne Erfahrung. Der bleibt sicherlich am Herzen. Ich habe schon das Gefühl, dass nach Job wird gehen. Und ich meine, wann ich mein perfekter Konzert, mein allerlieblingskonzert, wie soon, dass ich das auch weiß, auch richtig spielen. Okay. Ich meine nicht, wer zu spielen. Also ich weiß nicht, wie mein Lieblingskonzert war, aber ganz oft drehen ich ein bisschen durch,
Also ich nenne das von den Holy Ghost mein Körper mein Körper könnt und da dass du von der Spielmol von der Bühne aufziehen für Schnitt mir alles was geschieht ist und da dass du in Zustand wo wirklich unbeschreiblich ist. Nein, Honey, nein. Ich kann das, aber wenn du siehst, das ist tatsächlich so, das geht doch dax so sehr. Weißt du, das Problem ist, du bist im Gang, da bei verschiedenen Kursen, über Main zu gucken. Und dann, wenn du stehst auf der Bühne, ich meine, ASC war noch eine Stunde, vielleicht just 3 Minuten. So, du stehst auf der Bühne und dann ist es rüber. Das ist wirklich, du klimmst drauf und dann klimmst du drauf. So, voilà. Und dann, Ich meine, das war ja noch du am Moment, das, ne? Ja. Absolut. You gotta be in the present moment. Eit. Okay, nächste Woche. Top. Die Last als Lieblingsvenue, wo da jemals ein kann Welt spielen. Oder Lieblingsfestival. Coachella. Coachella? Oh, ich so Philharmonie. Ja. Und das wird auch noch passieren, den 23. Juli, als das National Feier. Come on, manifesting. Ja, das ist 23. 22 Euro, ja. 23. an der Philharmonie. Yeah. Johnny in the Rain, das nicht schön. Das geht richtig geil. Ich war auch so viel Kleid. Ah, du weißt, das wird aber nicht so gut. Wir waren mit dir in wir gehen im Juchkreis am Reden. Ja, das ist wirklich. Ja. Ich meine, das nächste geht. See in the sunshine. Wenn mir das passt, aber dann nicht bei den Themen. Du siehst immer Depri, ne? Nee, das deprimiert eben mir selbst. Okay. Ich kann nur eben traurig steht, was Singing in the Sunshine nicht. Aber mir dann als echter mit Sunshine, siehst du? I see. Nee, du wirst nicht für immer traurig Lieder machen, eigentlich. Andrea, was wird dein Lieblingsvenue? Ich meine, Joel, wir haben ähnliche Interessen. Du wennst Wembley auch auf alle Fall. Das ist so. Das wäre schon geil, gell? Ja. So sold out oder Nashville, die falschen Stadiums, du. Geht oder all die Clubs. Country Music oder so. Die streicht sich Gruppe voll. Das Ja. ist mega schön. Wenn du, in Deutschland Leute, die Lied mitzangen, dann hast du noch mit. Ja. Ich meine, ich ging ehrlich gesagt, ich ging mit Tränen kämpfen. Ungelohnt, weil du warst an einem Moment, wusste wortwörtlich von den Leuten, an dem sie Matsanger gesucht kriegst, du hast gepackt, du hast gemerkt. Ja. Oder schnell kommt der Pader aus. Oder schnell auf der Bühne gekrascht. Hast du schon einen Kaffee gekommen? Ja, das ist spannend. Nee, ich hatte es für Tränen gekriegt. Ich meine nicht mehr schon während so einer Rehearsal oder so. Okay. Mit das war der nicht ein großer Reistränen, oder? Oder wirklich aber ein Gefühl voll? Nee, das war schon par rapport zum Lied und zu der Arbeit. Okay. Ich hatte einen Kehr an meinem Leben. Für Runden nie, das ist nur rezent. Ich meine, bei dem Jalge, da war den so. Ist du frei, aber also mal durchsingen, weil so, okay, wie bringt mir den Arm an, war doch immer an. Wie war mir denn? Wie bait mir den Arm, das ist so. Who's gonna stop me now? Und du fühlst dich cool und dann irgendwann hast du aber viele Sachen und Dinge passieren. Und ich meine, dummer da. Ich hatte vielleicht einfach einen schönen Kontext und einfach so ohne Probleme und dann bin ich kein Problem und ich meine, das war die echt kein Wisch, ich habe da bin gekrascht für kurzer Zeit. Mit dem Songwriting. Ja? Ja. Also, Oh ja. es ist schon ein Lied, wo ich einfach noch, also das ist schwer, über die Themen noch zu schreiben und so weiter. Dem nur bei, das ist etwas, wo wirklich nur ein Prozess ist. Ich kann auch nicht so noch mit das Jahr fertig, also in 2 Jahren, in 3 Jahren. Ich schloss einfach Gefühl einmal drauflesen. Mir das ein extrem emotionales Lied. Okay. Wenn du während dem Schreiben, egal, also wenn du es fühlst, dann das ist der Moment, wo ich einfach ein bisschen brechen. Ich meine aber, das Lied das wird wahrscheinlich nie perfekt für dich sein. Das ist wichtig, dass du da irgendwann rausbringst, weißt du? Ich habe ja doch mal Lieder gehabt. Rauskommen und es wird nicht perfekt sein, aber es wird real sein. Das wird Joel sein. Und Ich meine, Moment, das wird dann nie Das mehr habe ich gewonnen. ich meine, in dem Moment tötet auch nicht wirklich schon Perfektion zu dienen, mir echt einmal zu wenig du gerade was als Person in Lobby war zu schwatzen. Das ist so richtig gut. Über mir ist ein echter Abend. Ich bin traurig und da kann ich nicht. Und da sind schon mal so. Schreib ich Lied. Und da kann ich Lied schreiben, an die Location gespannt. Das geht Das Das auf der Bühne gekostet hat, weil du Samstag zu Träger mit der Big Band hat ich viele gut gesungen, das ist mein Lieblingslied. that I'm feeling good. Ja. Ja.
Und das war Zugabe und war das last steht und war noch mit das Bild an, so war wirklich am Riechleid gut. Und dann ist alle Dinge, die ich geknappt habe, sind das wirklich abgestanden und das Teil mega schön. Wir haben schon wenig angefangen mit Sangen für diesen Podcast an die Leben gerufen. Come on. For real? Das ist ja wirklich ein schönes Kompliment für das Netz. Entschuldigung, du willst, Joel, du willst schon aussagen, du willst schon. Okay. Ja, Okay. I see you. Naja, mir gut gefreut, ob man ein Lied hat, Trailerin zu summen. Meine Lieblingslied von Jiderang geholt, ich meine nicht, dass das trifft. Für mich ist immer so ein absolut Lied von Jiderang Mat sagen kann, das Backstreet Boys, oder? Also, obviously, Wonderwall wäre das Klischee von. Oh, hell no. Weil genau das war. Oh, we can sing Britney. Britney, bitch. Ich war den Deal, ja. Und das ging ganz schlimm, als was am Karaoke gesungen hat. Was hast du nicht im Karaoke gesagt? Ganz schlimm. Ich war schon. Ah, oh my God. Wir müssen schnell Karaoke zusammen sagen, das war so wirklich. Ja, bei diese komplett unterschiedlichen Influenzen war es anscheinend nicht so einfach, sich auf E-Song zu einigen. Aber irgendwann wurde es aber geklappt. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Ooh, yeah. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But that wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Oh yeah, 'cause that makes me crazy. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. So. That's it. Ja, ich spiele. Links von den Auto oder was dreht. To the left, to the left. Ja, ich spiele. Ich habe mega hart. Maar ja. Aber nee, dann. Oh, nee, überzeugen halt. Ja. Der Live Leute, so dass für uns merci für dass er die Zeit hat, die Stunden mir das durchgegeben hat. Ma euch so in dir viel Muskel geschieht. Ja, das geben stimmt. So dass für uns merci für Zeit. Merci. Und, wie den Ärzten wirklich so, dass viel Geld geschieht. Viel Muskel geschieht. Viel Muskel geschieht, ja. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Merci, Und dann bis geschwunden. Bis geschwunden. Ja. Alle. Leben und Leben Merci, Krieg. Leben und Leben lassen. Wir gehen mal trinken. Gerne. Dat war den Driving Dreams mam Krieg, Joel Marquez an Edson. Schalt geschwonese ran, wann et heescht Driving Dreams, de Podcast. Driving Dreams. The Podcast.